Das Schöne ist, egal wo man ankommt, dort wo Menschen im Namen von Jesus Christus zusammen sind, dort gibt es einen gemeinsamen Nenner. Und darum, wer das Herz von Jesus Christus teilt, der ist auch verbunden mit einem Bruder, mit einer Schwester, die von jemand anderes kommt. Ich habe das oft erlebt, als ich auch im Ausland war, Gottesdienst gefeiert habe, kein Wort verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist das Herz der Leute. Das Herz von Jesus Christus, das in diesen Leuten brennt hat, in diesen Brüdern und Schwestern. Ja, und das brennende Herz, um das soll es auch gehen, entzünde in anderen, was in dir innen brennt. Und wenn wir ganz ehrlich sein, wenn wir herausfinden wollen, was in den Leuten innen verborgen ist, für was dass sie brennen, dann müssen wir ihnen nur zulassen. Wir müssen kein Wort sagen, wir müssen nur hören, von morgen bis am Abend, über was sie den ganzen Tag reden. Und das ist in ihrem Herz. Und so war es auch schon immer gewesen. Wenn wir Leute kennenlernen wollen, dann müssen wir nur hören, was sie erzählen. Weil das ist das, was im Herz ist. Wir tragen sozusagen unser Herz auf der Zunge. Und so ist es auch heute noch. Es hat sich nicht verändert. Das, was uns beschäftigt, über das reden wir. Für das, was wir brennen, wenn es jetzt für FCB ist, dann werden wir den ganzen Tag davon hören, das Resultat, und da wird erzählt vom Sport und den Ergebnissen und so. Und so ist es halt einfach. Wenn das dein Herz erfüllt, dann wirst du darüber reden. Oder wenn du als Bauer tätig bist und du hast so eine Leidenschaft für die Kühe, für das Gras und das Heuen, das Mähdreschen und so, dann erzählst du von morgen bis am Abend davon. Jedem, der begegnest. Und wenn es Christus ist, der dein Herz erfüllt, dann wirst du von morgen bis am Abend auch davon reden. Es geht ja gar nicht anders. Das, was in deinem Herz ist, das wird sichtbar. Und bin ja unterwegs. 1-2 Worte zu mir. Gestern bin ich unterwegs gewesen, hatte ganz tolle Brüder, die mir der Herr an die Seite gestellt hat. Und wir sind einfach im Dorf herumgegangen. Und wir haben einen Auftrag. Der Auftrag ist sehr, sehr klar. Den Menschen von Jesus zu erzählen. Und wir haben so ein bisschen unser Zielpublikum, sind vor allem ein bisschen die Jüngeren, die ein bisschen jünger sind wie wir. Und da sind wir auf die Leute zugegangen. Viele Muslime, viele Leute, die eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und da gibt es auch noch ein paar Christen. Sie haben etwas gehört über den christlichen Glauben. Und so versuchen wir immer wieder, ein bisschen das Feuer zu entflammen. Und manchmal gibt es Möglichkeiten, wo wir für Leute beten können, wo Leute sogar zum Glauben kommen, haben wir auch erlebt. Und schön, wenn das passieren darf. Aber damit das passieren kann, braucht es natürlich zuerst ein brennendes Herz. Und das können wir nicht selber produzieren. Und von dem Feuer, das wir heute reden wollen, das ist nicht ein Feuer, das uns zerstört, sondern es ist etwas Heiliges. Ein heiliges Feuer. Ein Feuer, das keine Häuser verbrennt, sondern Herzen lebendig macht. Und meine Frage an dich, für was brennst du eigentlich? Für was brennt dein Herz? Mit was ist dein Herz gefüllt? Wenn du es nicht herausfindest oder noch nicht weisst, dann frag doch mal jemanden aus deinem Umfeld. Frag deinen Mann, frag deine Frau, frag deine Kinder. Hey, was denkst du, für was brennt mein Herz? Du musst ein bisschen mutig sein, weil es kann sein, dass vielleicht deine Vorstellung von dem, was eigentlich du dir vorstellst, für das, was dein Herz ist, sollte brennen. Und die Realität ist gut möglich, dass es auseinanderdriftet. Das ist auch wichtig. Wir müssen ehrlich werden. Weil Christus kennt unser Herz sowieso. Vor den Menschen können wir etwas vormachen, aber vor ihm nicht. Und das ist auch etwas, wo ich muss sagen, das kann ihn beruhigen oder eben auch beunruhigen. Je nachdem, wie wir unterwegs sind. Und Jesus hat diesen Menschen immer wieder begegnen. Und das hat er gemacht. Und eine Begegnung mit Jesus, die verändert uns.
Eine echte Begegnung mit Jesus verändert uns. Das ist mehr als einfach nur, ich habe etwas gehört in der Kirche oder ich habe mal etwas gelesen und das ist schön und gut, sondern eine Begegnung mit Christus, da passiert etwas. Und im Wort Gottes gibt es ganz, ganz viele Begegnungen. Aber auch heute noch. Gott ist immer noch der gleiche. Er hat sich nicht verändert. Und er möchte uns frei machen, auch von dieser Angst. Angst, ehrlich zu sein. Angst, vielleicht auch verlacht zu werden. Und dort, wo die Hoffnung regiert, dort, wo wir unser Herz, unser Leben nach Christus orientieren, ausrichten, dort haben wir einen ganz anderen Schwerpunkt in unserem Leben. Christus hat immer wieder die Herzen gefüllt. Und das Interessante ist, es war nicht dort, wo die Leute schon top motiviert waren, sondern er hat genau dort die Herzen angerührt, die niedergeschlagen waren. Denken wir an die Situation mit den Emmaus-Jüngern. Wir kommen von Ostern her. Die waren traurig, vielleicht fast sogar ein bisschen depressiv, was hier passiert ist. Und dann begegnet ihnen Jesus auf dem Weg, komplett unerwartet. Und er erzählt ihnen wirklich das ganze Alte Testament, alle Prophezeiungen, auf den Messias hinweisen, auf die Erlösung. Und dann ihr Fazit war dann, als sie dann, miteinander geredet haben, im Lukas 24, 32, brannte nicht unser Herz in uns. Brannte nicht unser Herz in uns. Und meine Frage an dich heute ist, wann hat dein Herz das letzte Mal so richtig gebrannt? Oder anders gefragt, brennt es denn noch? Brennt es noch für den Herrn? Für seinen Auftrag? Wann hast du das letzte Mal eine tiefe Begegnung mit dem Herrn gehabt? Wann hast du ihn von ganzem Herzen gesucht? Vielleicht machst du das jeden Tag. Und du hast ein unglaublich erfülltes Leben. Du gehst mit dem Heiligen Geist und überall, wo du bist, ich kann nicht schweigen von dem, was ich gehört und gesehen habe. Und du verkündest sozusagen die gute Botschaft. Du gehst mit den Leuten gerade ins Gespräch. Du siehst, da ist jemand traurig. Und du kommst zu ihm her und sagst, hey, darf ich zu dir ansitzen? Und sagen, hey, ich sehe, du bist traurig. Ich kenne jemanden, der kann dir helfen. Er hat mir auch geholfen. Ich habe das auch schon erlebt. Vielleicht haben wir sogar die ähnliche Situation auch. Und dann merken wir, dann kommt der Herr in die Situation hinein. Aber das braucht unglaublich Mut, gell? Das ist nicht so einfach. Aber wir müssen ja gar keine Angst haben. Christus hat uns ja das gesagt. Fürchtet euch nicht. Das steht ja 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag mindestens einmal. Und da merken wir, sind ja gar nicht allein unterwegs. Wir können uns nur beschenken lassen. Und dort fängt es an. Lässt du dich beschenken? Lebst du aus der Kraft vom Herrn oder noch aus deiner eigenen? Und manchmal geht es uns eben auch so wie den Emmaus-Jüngern. Wir sind enttäuscht, haben schon viel gebetet, ist vielleicht nichts passiert. Oder wir haben schon viele Leute eingeladen, es ist niemand dazugekommen. Wir haben versucht, krampfhaft irgendetwas mit dieser Gemeinde zu machen. Wir müssen die junge Generation erreichen und dann probiert man und biegt und bricht. Aber aus dem Fleisch raus, nicht aus dem Gebet. Und wenn wir wirklich Veränderung wollen, dann fängt das eben bei uns an. Haben wir die Sehnsucht nach dem Feuer, nach mehr vom Herrn, mehr vom Heiligen Geist? Das heisst ja sogar im 1. Korinther 14, Vers 1, bemüht euch um die Geistesgaben, um allermeisten ums prophetische Reden. Es steht sogar in der Befehlsform, dass vielen Christen geht das manchmal ein bisschen unter. Haben wir noch das Verlangen, die Sehnsucht und den Glauben und das Vertrauen, dass Gott die Welt verändern möchte, dass er dich verändern möchte und durch dich auch die Welt. Und das Feuer,
von Gott, das ist nicht einfach Aktivismus, sondern da geht es um eine Begegnung. Wenn du Christus kennst, wenn du wirklich erfüllt bist mit dieser Liebe, erfüllt bist mit seinem Geist, dann wird es dein Leben verändern. Und das kann nur der Herr. Und das ist ja so. Aber was wir machen können, ist, wir können uns hingeben und sagen, Herr, red du zu mir. Füll du mein Herz. Schenk du mir die Liebe. Schenk mir die Geduld. Und schenk mir ein Herz für die Menschen in meinem Umfeld. Weil die Menschen, ohne Jesus, sind sie verloren. Glaubst du das, dass sie ohne Jesus wirklich verloren sind? Wenn du das glaubst, dann kann es uns nicht egal sein. Es kann uns nicht egal sein. Und das ist genau das, was Jesus immer wieder auch macht. Aber den Emmaus-Jünger, er hat gesehen, die sind total traurig. Und er ist mit ihnen auf den Weg gegangen. Er ist ihnen begegnet. Und wir brauchen auch wieder so Menschen, die uns helfen, wenn wir in einem Loch sind, dass das Feuer wieder entzündet wird. Übrigens, sogar die ganz grossen Männer Gottes, die wir hier in der Bibel lesen, der Timotheus. Erinnern wir uns an den Timotheus, wo der Paulus ihm gesagt hat, weisst du noch das prophetische Wort? Weisst du noch, als ich die Hand auf dich aufgelegt habe? Weisst du noch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Erinnere dich daran, an die Gaben, die ich dir gegeben habe. Und jetzt entflammt das Feuer. Gang mutig vorwärts. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes da hat. Der wunderbare Psalm. Wir müssen das unserer Seele immer wieder sagen. Vergiss nicht, was der Herr dir alles Gutes da hat. Vergiss es niemals. Der eine oder andere kennt vielleicht noch, das könnte ich mir noch gut vorstellen, der Jonathan Heid. Er war ein Bauer von Brattelen. Er ist gestorben. Also beziehungsweise er durfte heimgehen in diesem Jahr. Und er hat ein Lebenszeugnis gehabt, das tief gegangen ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Und das war das, was der Jonathan geprägt hat. Sein ganzes Leben hat ein ganz einfaches, kindliches, ein unglaublich tiefes Gottvertrauen gehabt. Bis ins höhere Alter. Er hat dann noch sogar mit meinen Kindern noch gespielt und eine riesige Gaudi gehabt. Und ich habe mir immer so gesagt, so ein Herz brauchen wir. Bis zum Letzten. Und es gibt auch in unserem Leben, wir haben nie genug vom Herrn. Wir haben nie genug Liebe, nie genug Geduld, nie genug auf dem Heiligen Geist und von dieser Erfüllung. Jeden Tag wenn wir uns das schenken lassen. Und der Jonathan hat treu gebetet, jeden Tag. Einer von seinen Enkeln hat ein tiefes Zeugnis gegeben. Unglaublich tief. Er hat gesagt, schau, genau gewusst, der Grossvater am Morgen nimmt sich die Zeit in seinem Abstellkämmerchen und hat genug zu tun auf dem Bauernhof. Es hat viel Arbeit. Diejenigen, die auch auf einem Hof tätig sind, die wissen, was das bedeutet. Und er hat sich immer die Zeit genommen. In die Stille ist gegangen, hat den ganzen Tag am Herrn hergelegt. Und dann hat der Enkel eine ganz tiefe Not gehabt. Und er hat gewusst, jetzt muss ich zu meinem Grossvater gehen. Am Herr nochmal den Grossvater aufgemacht. Und dann hat er sein Leben nochmal am Herr nochmal anvertraut, hergegeben. Und er hat gesagt, das hat er nie mehr vergessen. Nie mehr. Und ich glaube, es ist genau das. Das Herz, das brennt, das ist auch bereit, wenn etwas passiert, eine Situation passiert, die sich dieser Person annimmt. Und darum ist es so wichtig, auch wenn wir vielleicht negative Sachen erlebt haben, oder manchmal sind wir auch müde, oder? Wir haben den Eindruck, ja, da läuft nichts. Wir müssen uns einfach bewusst sein, es wird immer wieder Anfechtungen in unserem Leben geben. Der Widersacher schläft nicht. Es ist ein geistlicher Kampf. Und wir müssen uns immer wieder auch gegenseitig
den Mut zusprechen, gegenseitig einander ermutigen, durchtragen im Gebet, in der Fürbitte. Und wunderbar ist natürlich auch, wenn die Gaben vom Heiligen Geist dürfen wirken. Das Wort von der Ermutigung, das Wort von der Prophetie oder eben auch das Wort von der Heilung. Oder eben auch, wo wir merken, wir brauchen wieder neue Hoffnung. Wir sind füreinander. Auch wenn es dunkel ist. Und darum hat der Herr uns das immer wieder auch gesagt. Dir seid das Licht von dieser Welt. Wenn dir nicht leuchtet, ja, dann macht es. Wer macht es denn? Die sind die Hoffnung. Die Generation ist die Hoffnung für die nächste Generation. Und die nächste Generation ist die Hoffnung für die übernächste Generation. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder auch weitergeben. Und wir leben es vor. Wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Entzünde anderen, was in dir brennt. Manchmal sind es ganz einfache Sachen. Es muss nicht ein riesiges prophetisches Wort sein, eine riesige Erweckung. Es fängt eben im Kleinen an. Dort, wo ich mir mal Zeit nehme, für einen Nachbar, für eine Person, eine Situation, wo Gott mich hineinführt, dort einfach da zu sein. Der Herr wird uns zur richtigen Zeit das Richtige sagen. Und manchmal hilft es einfach auch nur, dass wir sagen, hey, ich bin da für dich. Heute gibt es ganz viele Leute, die sind sehr einsam. In anderen entzünden, was in dir brennt, das bedeutet nicht, Menschen unbedingt zu beeindrucken. Man muss auch nicht eine riesige Predigt haben, sondern es geht darum, dass wir Spuren zu Jesus legen. Manchmal ist es etwas ganz Kleines. Ein kleiner Samen, grosszügig sein im Säen. Der Herr hat nie gesagt, es geht alles auf. Wichtig ist aber, dass wir treu weitergeben. Treu einfach ausstreuen. Treu der Liebe sind, die weitergeben. Und der Herr wird das Entscheidende machen. Er macht es. Wir sind nicht allein. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir immer in einer Haltung sind, die empfängt, dass wir bereit sind, immer wieder uns auch die Liebe schenken lassen. Das ist wie mit einem Feuer. Wir alle, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wir sind wie verliebt gewesen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Weil euch ein Herz brennt hat für den Herr. Also ich weiss, als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin frisch verliebt gewesen. Ja, allen habe ich von Jesus erzählt, aber wirklich allen. He? Hast du das auch? Weißt du das noch? Hast du das auch mal erlebt? Da reden wir von einer Bekehrung in unserem christlichen Fachjargon. Dort, wo unser Herz so richtig brennt hat für den Herr Jesus, wo wir gesagt haben, es spielt keine Rolle, wie viel Zeit ich jetzt im Gebet verbringe. Es spielt keine Rolle, wie lange ich jetzt in der Bibel lese. Es war der Hunger. Es ist das Feuer, das brennt hat. Und das ist das, was so wichtig ist, dass wir das immer wieder auch dürfen empfangen. Willst du ein brennendes Herz? So ein brennendes Herz, wie die damals Jünger hatten. Willst du das? Wenn du das willst, dann ist heute der Moment, wo du dir das wieder neu schenken kannst. Und das wird dein Leben verändern. Die Liebe von Gott, die Begegnung mit ihm, die wird dein Leben verändern. Jeden Tag, immer wieder. Und das Schöne ist, Gott ist ein sehr grosszügiger Gott. Er ist nicht geizig. Du kannst 1000-mal, du kannst 1.000.000-mal ihn um Liebe und Geduld, Barmherzigkeit und um Gaben von seinem Geist, vom Heiligen Geist bitten.
Er hat mit dem kein Problem. Er gibt so gern. Du kannst auch Millionenmal Situationen ihm herlegen, wo du Weisheit brauchst. Der Herr gibt es so gern. Das Einzige, was wir machen müssen, ist demütig sein und sagen, Herr, hilf du mir, schenk du mir's. Herr, schenk du mir ein brennendes Herz. Zünd's wieder an. Herr, schenk uns Weisheit. Wie können wir die Menschen hier in der Umgebung erreichen? Herr, wo sind die Menschen vom Frieden? Wo sind die Menschen, die suchend sind? Und wir alle Menschen, auch die Menschen, die Christus nicht kennen, die suchen. Überall. Im Wohlstand, in den Beziehungen, im Materiellen, in der Karriere. Sie suchen überall Liebe, Annahme, Anerkennung, Wertschätzung. Sie wollen jemand sein, sie wollen gesehen werden. Und all das schenkt uns Christus. Und zwar noch viel mehr. Und das ist das riesige Privileg, das wir haben dürfen, auch als Kirche. Und das ist unser Erkennungsmerkmal. Wenn die Leute sehen, wir sind voll von dieser Liebe, von dieser Leidenschaft. Und die Liebe, die auch untereinander gelebt wird, wo wir merken, da ist Vergebung, da ist Gnade, da ist Gunst, da ist Wohlwollen. Und dann werden die Leute ankommen und merken, also das, was die hier innen haben, das, was die mit dem Jesus haben, das will ich auch. Das will ich auch. Auch wenn die Menschen, manchmal haben wir den Eindruck, ja, die wollen das gar nicht. Doch. Aber sie haben oft negative Erfahrungen gemacht. Man hat sich ein bisschen religiös abgespissen. Die haben ein bisschen etwas gehört, aber sie haben nicht wirklich, das Herz hat keine Wiedergeburt erlebt. Es ist nicht voll mit dem Herrn. Es ist nur ein bisschen mit Wissen voll. Ein bisschen Bibelwort, aber das Wort hat in ihrem Leben keine Bedeutung. Sie haben das mal gehört mit Ostern und dann etwas von der Taufe gehört. Ja, das muss man halt so machen als Kind. Aber es ist keine echte Beziehung zu Christus da. Und wir können ihnen das weitergeben. Wir können ihnen das zeigen, wie das geht. Und es braucht aber ein bisschen Mut von uns. Auch mal dürfen sagen, wie ist denn das bei mir? Wie ist das bei mir? Von Herz zu Herz. Und das, was Jesus auch sagt in Matthäus 28, der Missionsauftrag, ein paar sagen Missionsbefehl, es steht auch wirklich im Befehl, aber das soll uns nicht den Druck machen. Und das ist auch nicht ein kalter Befehl. Wenn du das nicht machst, dann ist es nicht gut. Sondern es geht um eine Bewegung von der Liebe. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, die Apostel, als sie gefangen worden sind, der Petrus, da haben sie ausgepeitscht. Und dann sagt, und die sagen nie mehr wieder etwas von dem Jesus. Und ich will nichts mehr hören und ihr betet auch nicht, dass noch Leute geheilt werden. Wir wollen gar nichts mehr von dem hören. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht schweigen. Wir können nicht ruhig bleiben von dem, was wir gehört und gesehen haben. Wir haben ja das gesehen. Wir haben das erlebt. Wir müssen Gott treuer bleiben als euch. Wir können uns den Mund nicht verbieten lassen. Und wenn ihr uns ins Gefängnis schießt, dann macht ihr das. Und wenn ihr uns auslacht, macht ihr das. Aber wir können nicht verleugnen, die Power und das, was wir erlebt haben. Und so ist es weitergegangen. Und bei uns ist es nicht gerade so, dass wir ins Gefängnis geworfen werden. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal im Gefängnis war, weil ihr etwas von Jesus erzählt habt, hier in der Schweiz. Weltweit gesehen ist das eine ganz andere Geschichte, aber hier in der Schweiz haben wir noch volle Freiheit. Voll. Du bist vielleicht ein bisschen ausgelacht, bekommst ein bisschen Widerstand, aber du wirst nicht gesteinigt. Du wirst nicht erschossen auf der Straße. Du wirst auch nicht ins Gefängnis eingesperrt. Und das ist eine Gnade, das ist auch ein Geschenk, das wir noch haben in unserer Zeit. Nutzen wir das. Nutzen wir das einfach auch für den Herr. Der Herr möchte, dass noch ganz viele Menschen gerettet werden. Er liebt die Menschen genauso, wie er uns liebt. Und darum kann ich dir sagen, du das Feuer, das du hast,
Das Feuer von Christus, das er dir schenkt, oder auch schon geschenkt hat, behalte das nicht für dich. Wirklich nicht. Behalte es nicht für dich. Sei grosszügig in der Liebe, in der Geduld, in der Vergebung. Weil die Menschen brauchen das. Sie brauchen das wirklich. Auch wenn du dich schwach fühlst. Paulus hat sich sogar noch gerühmt und gesagt, ach, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil dann ist eine Gemeinde, wo sie stärker mehr. Wir müssen gar nicht stark sein. Die Gemeinde, wo sie sind stark, die wirken dann aus dem Fleisch raus. Aber nicht aus dem Geist Gottes. Und das ist gut, wenn du merkst, ich brauche Christus, ich habe Angst. Das ist ein gutes Zeichen. Weißt du warum? Weil dann vertraust du einfach voll auf Christus. Dann bist du voll von ihm abhängig. Wenn du meinst, ja, ich habe das schon, ja, ist kein Problem da. Ich sage dir jetzt gerade mal die Meinung. Dann kommt es nicht gut. Wir müssen in der Demut. Und wir dürfen auch schwach sein. Und dann beten wir, Herr Jesus, schenk mir Kraft. Schenk mir den Mut und schenk mir auch die richtigen Worte, wenn ich die Person auf dich anspreche oder wenn ich grundsätzlich mit dieser Person mal ins Gespräch komme, dann fängt sie schon an. Schenk du mir da das, was ich brauche, Herr. Und wirk du durch mich. Und so hat Paulus das gelebt. Und so ist es auch bei uns. Und so machen wir einen Unterschied. Der Heilige Geist wird uns geben, was wir brauchen. Wenn wir keine Angst haben. Er ist mit uns. Der Herr Jesus hat uns ganz klar gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende dieser Zeit, bis ans Ende dieser Welt. Christus ist immer da. Immer. Das hat er versprochen. Das geht mir manchmal auch so. Ich habe auch Angst, wenn ich auf die Strasse gehe. Ja. Ich weiss ja nicht, bekommst du noch eins überzogen oder so. Wir weiss es ja nicht, gell? Da machen wir uns ja manchmal unglaubliche Vorstellungen, was da alles passieren kann. Aber wir dürfen mutig sein. Ganz mutig sein. Wir sind nicht allein. Wir sind nie allein. Jesus ist da. Und der Heilige Geist lebt in uns. Und das ist auch mein Gebet für uns heute. Dass wir nicht einfach nur den Stuhl wärmen und in unserer Komfortzone bleiben und denken, ja, ich habe es ja gut, Jesus. Ich bin auf einem guten Weg im Himmel. Sondern dass wir immer wieder auch eine Sehnsucht haben, auch für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Dass wir immer wieder ein Herz haben, das brennt, auch für die Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und dass wir ein demütiges Herz haben, auch wenn es müde ist, auch wenn wir erschöpft sind. Dass wir immer wieder zum Herrn ganz demütig kommen und sagen, Herr, schenk du mir deine Liebe. Schenk du mir das brennende Herz. Schenk du mir alles, was ich brauche, damit ich deine Liebe, deine Güte, deine Botschaft, deine Einladung weitergeben kann. Und dass die Menschen eine echte Begegnung dürfen haben mit Christus. Wenn sie Christus begegnen, das wird ihr Leben verändern. Und das Schöne ist, wir müssen die Leute nicht von uns abhängig machen. Wir dürfen sie auf Christus hinweisen. Wir dürfen sie zu Christus führen und sagen, schau, ich kenne das. Ich habe auch mein Leben mit Sachen, Zeit verschwendet, mit Sachen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Die in der Ewigkeit keine Bedeutung haben. Das ist mir auch so gegangen. Ich habe Liebe gesucht, ich habe das gesucht. Aber als ich Christus, wo er mir begegnet ist, wo ich erlebt habe, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen, was es bedeutet, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Das hat mein Leben verändert.
Das ist ein ganz anderes Leben. Das ist ein ganz anderes Leben. Und in seiner Gegenwart, dort wird dein Herz entflammt und es wird brennen. Es wird brennen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte diejenigen, die wirklich einfach eine Sehnsucht haben und sich wünschen, hey, Herr, schenk du mir das brennende Herz. Ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute einfach auch mutig bist. Dass du ganz mutig bist. Weißt du, was du machen kannst? Um das einfach auch zu zeigen gegenüber dir selber und gegenüber dem Herrn selber, dass du einfach aufstehst. Dass du sagst, hey, ich möchte das brennende Herz. Ich möchte das brennende Herz und ich werde für uns beten. Wenn du das möchtest, dann darfst du jetzt gerne aufstehen und ich werde für dich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir viel mal. Ich danke dir für meine Brüder und Schwestern, die mehr von dir wollen. Herr Jesus, und du siehst diejenigen, die jetzt auch aufgestanden sind, die das einfach ganz klar zum Ausdruck bringen. Ich will mehr von dir, Herr. Ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich, Herr, dass du sie erfüllst mit einem brennenden Herz. Zündest du das Herz wieder an. Zünd das Feuer wieder an in ihrem Leben. Herr Jesus, und verändere du sie. Stärk du sie, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit der Liebe vom Vater. Jesus Christus, schenk du ihnen den Mut, dürfen sich von dir verändern zu lassen. Schenk du ihnen übernatürliche Kraft für ihr Leben. Und schenk du ihnen deine Weisheit. Zeig du ihnen, wie sie das Feuer auch dürfen weitergeben. Erfüll du sie, Herr, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart, mit deinem Glauben, mit deiner Hoffnung. Erfüll du sie mit allen Gaben, die sie brauchen. Stärk du sie, Herr, in ihrem Glauben und schenk du ihnen irgendwie mehr die Sehnsucht und das Feuer von dir. Brauch du sie mächtig, ich segne sie mächtig in deinem Namen, Jesus Christus. Du bist wunderbar. Erfüll du sie, Herr. Erfüll du sie mit deiner Gegenwart. Schenk ihnen Weisheit. Schenk ihnen Klarheit. Setz du sie frei von Angst, von Blockaden, von allem, was sie hindert, das Feuer weiterzugeben. Herr, dass sie fest in dir verwurzelt sind. Die Identität, die du ihnen geschenkt hast, als geliebte Söhne und Töchter, Königstöchter und Königssöhne. Stärk du sie, Herr. Erfülle dort mit deiner Präsenz, mit deiner Heiligkeit. Heiliger Geist, segne die ganze Kirche. Wir loben und wir preisen dich. Wir loben und wir preisen dich. Gross und wunderbar bist du. Danke, Herr. Danke. Danke. Amen. Amen. Der Herr segne euch mächtig. Und ihr werdet sehen, der Herr wird noch ganz, ganz viel an diesem Ort machen und mit euch. Ich habe das im Geist vernommen. Das ist wunderbar. Haltet an dieser Hoffnung fest. Weil Christus kommt bald. Kommt sehr bald. Seid fest gesegnet.